Goedemorgen en welkom hier. Vandaag war eine Gelegenheit, uns in Gott sein Wort an zu führen und was wir wollen können von lernen. Wenn wir in der Bibel lesen, dann sehen wir immer wahr, dass Jesus hat viel Geschichten vertelt und hat Beispiele gebracht, um Dinge so klar zu kriegen. Und von der an, wenn wir die Beispiele lesen, dann können wir sagen, was wir dort will sein. Viele können wir klar verstehen, some du musst ein bisschen gesehen, dass wir dort klarer verstehen können. Und mein Verlangen von der an ist auch, dass wir Wort von seinen Geschichten, was vertelt hat, wollen, was lernen können. Ich glaube ehrlich, dass ich somewhat von dem hier euer Wort gepredigt habe, aber mir ist das viel wert, und wenn an der Weg beten wird und sich nennen wird, was würde er kann mitteilen, was würde ein Segen kann sein für die Kirche, dann kommen viele verschiedene Gedanken durch, und dort ist viel wert. Manchmal fällt sich dazu, dass die mit Lamm, was er zu was klarer kommt. Aber das ist bei mir viel wert, wenn wir in Matthäus 8 lesen, du sei wie der letzte ein, dass die Geschichte, wie Jesus eben im Wutter fahren hat, er schickt die Jünger ab dem Wutter ab, und dann wird ein großer Sturm, er kommt zu Fuß herangegangen, die Jünger grühlten sich, über dem wären sie bei der anderen Seite. Und dann wären Matthäus sagt, wir wären zwei Männer von bei sich erst beseten, und Lukas und Markus, da seien wir einer, aber das ist nicht der geradste Punkt. Wir waren bei der Begebenheit uns ein bisschen bekicken. Aber ehe wir dann gehen, werden wir noch Gott nehmen zum Beten. Vater im Himmel, wir kommen für dich. Wir danken dir für wer du bist. Vater, wir danken dir, dass wir dich uns anvertrauen und durch dein Wort immer wahre Offenbarungen kriegen. Vater, magst du dein Wort nu segnen und das schenken, dass wir gesegnet werden durch das Wort, was wir uns hier verführen dürfen. Vater, bete, dass du mir magst Verständnis geben, dass so zu sein, oder was können sehen sein. Jesus in Namen. Amen. In Matthäus 9 von Vers 1 wieder, das wo das Mann, oder 1 oder 2, das war, wo ich utloten, ich war da nicht, war ankommen, was Problem mehr von reden von das ein Mann. Aber der wird da an der Kant bei mir. Jesus kommt daheim, und das Mann, der wir noch ein Zimmer eng auf, dann schreck er all. Ich wollte, glaube ich, das einmal überlesen, und dann wollen wir uns zusammen Gedanken von mir. Sagt es, in Jesus Steg war er in dort Boot und fuhr nur der andere Seite. Das wir, wo er wachgeschickt wird von du, wo er den besäten Mann hat geheilt. Für Tränen der andere Seite, wo er gehört und horch, sie brachten einen gelähmten Mensch nur an, den sie ab einem Bad drogen. Und als Jesus ihren Glauben sah, seht er zu den Gelähmten, sieh mal mutig, mein Sehen, deine Sünden sind die verjäft. Aber horche mal, einige von den Schriftgelehrten sehen bei sich selbst, das Mensch, der lastet. Jesus aber wiss, was sie dachten, und seht an, woran hat die Sonne bei sich Gedanken im Hort? Wird es leichter zu sein, die sind deine Sünden verjäft, oder zu sein, steh ab und go. Aber jen zu wissen, dass die Menschen sind hier bei ihrer Kraft auf Sünden zu vergeben, seht Jesus zu den Gelähmten, steh ab, nimm den Bad und go nach Haus. Und er stand ab und ging nach Haus. Als die Menschen dort sahen, fürchten sie sich, lobten Gott, die Menschen so eine Kraft gegeben wird. So, eine Begebenheit nur der andere. Ich nahm ein bisschen ab von diesem besäten Mann über die Gräben. Ich war noch weiter zurückgekommen dort. Am Wachten durch wir starben, die Gänger ging es nicht schein. Als sie das begegnet hatten, dass man frei wird, dann sehen die Menschen, Jesus sollte verloren, sie können dort nicht tau sein. Dort muss so viel Schwing versuchen worden,
En dat this bezetene man, dat hij nu wordt zo ruhig zetten, dat kan de staat alle niet verstaan. Zij willen gaan, Jezus zal de weg voeren. Dit man wat gezond geworden weer, die wil hier met Jezus metkomen. Maar Jezus zegt, hij zal liever doorblijven waar hij weer en een zeugnis, dat metteilen wat Jezus gedaan heeft. Zij voeren naar de andere zijde en komen veel mensen toe. En dan zijn we dat de woord eindelijk naar aangebracht op een bar. Matthäus, Markus en Lucas dan een klein beetje verschieden uitschrijven. Ik wil dat een beetje tegenaan zijn met te brengen. Nu hebben we ons de geschichte in Markus kapitel 2 eenmaal een beetje even kijken. En dan wil ik waar een beetje terugkomen. Zegt het, als Jezus een paar deel later waren naar Kapernaum kwam, hielden de mensen dat hij naar huis gekomen was. Dan kwamen zoveel toe, dat sogar buiten voor de deur niet meer ruim was, en hij predigt dat woord. Toen kwamen ook 4 mannen naar aan, die een gelähmden droegen, en weels door zoveel mensen waren, dat zijn arm niet wat Jezus brengen kon, merken zij, groot boven Jezus een laagdrechte taak en leiden den gelähmden met draadstop voor Jezus rauf. Als Jezus ihren Glauben zag, zei hij te den gelähmden, mijn zoon, die zijn die Sünden vergeeft. Hier zijn we waar dat Jezus de zag, deze 4 mannen ihren Glauben, en reed te den gelähmden man. Dat wat de 4 mannen deiden, dat beweegt dan. Nu naar Lucas 5, vers 17, zegt het dus de Geschichte steht. Een dag als hij leed zaten am Pharisäer en Schriftgeleerden, die van alle dorpen in Galilea en Judea en Jeruzalem gekomen waren en God zijn krachten am te hand de kranken te heilen. Dan brachten einige Männer ein gelähmter Mann ab ein Bar, den sie versuchten näher zu bringen und für Jesus Hand zu leihen, aber als sie keinen Weg fanden, am näher zu bringen, weil es durch so viele Menschen waren, stehen sie ab ein Haus ab und läden die Tegelen zu ziehen und Leuten an, mit Bad taub, mehr mank das Volk für Jesus rauf. Als hij ihren Glauben zag, zei hij te hem, Mensch, die zijn deine Sünden vergeven. Ik denk is bij al deze 3 Geschichten überein, dat sagt, die sind deine Sünden vergeven. Jedes Mal, als Jesus diese 4 Männer ihren Glauben zag, dann redet hij zu des Gelähmten. So die Worte, wat diese 4 Männer hadden, da redet Jesus nicht von, aber als hij dat sagen deed, dan redt hij te dem wat fehlen deed. En zo, dat deed ons wat leer. En wat wil dat alles leer? De eerste kunnen we vielleicht zeggen, dat wat immer ik en du doen, dat wat Jezus zijn, en dat wat hij brengt, ten die bewegen wat in nood zijn. Dat ten die halten die in nood zijn. Wir wollen probably keinmal ein Dankschein wird hier auf dieser Erde für was wir tun von Jesus. Aber das ist nicht wichtig. Was wichtig ist, dass wir das tun und Gott wird geehrt werden für das, was wir tun, because das Kranke wird gesund und die lobt Gott und die Menschen, die was daran wären, die da sein, die loben auch Gott. Und dort ist ein Punkt, wo wir immer wieder wollen beweisen, dass Gott soll gelobt werden, nicht dort, was wir tun, dass dort das Wichtigste ist, aber dort soll das wieder und dort wieder ab, dass Gott wird gelobt werden und nicht wir selbst. Matthäus 9, Vers 1, nu wollen wir uns das einmal ein bisschen so ewig kicken, sagt es, als Jesus steeg waren en dat buiten voor naar de andere zijde waar hij thuisgeheerd. So we weten dat Jezus de weer naar de andere zijde, hij weer bloß mal naar de andere zijde gefahren en toen weer das man wat bezeten weer, hij heilde de mensen schickten aan de weg, hij voert terug naar huis. Maar dat weten wij niet alle. Wir wollen von dem probably nicht ganz so sehr in die Geschichte hingehen, von wo das besetene Mann geheilt wird, aber wir wollen noch weiter zurückkommen dahin. Jesus, wir gerührt von einer Stadt gekommen, wo am Wort war geschickt. Er wird nicht willkommen.
Hij had wat Gott gedaan. En zo kan dat ook passeren met wanneer du wil wat doen, wat we feilen dit is zoals God het wil hebben. Dat is zo dat God heeft ons beweegt dit te doen. Dat kan zijn dan worden du ook worden waargezegd. We kunnen ons daar bereid meer dat we dat kunnen beleven, of dat we dat willen beleven kunnen. We hebben dat gedaan wat God wil. Aber der Mensch kann das nicht verstehen. Sie würden lieber wel haben, wie sollen der Weg fahren. Sie würden uns der Weg stellen. Jesus, der hat das groß belebt. Er hat was getan, was Gott will haben. Der Mensch, wie gesund geworden, der hat viel gekostet. Aber was immer das Mensch, der wir nu geloten, der wir anständig, der wir gekleidet, der wir nicht mehr nervig, der wir handgegeben. Und so die Menschen dort alle sagen, die können bloß nicht top kriegen, die checken Jesus der Weg. So können wir dort begegnen, wenn wir Dinge tun, was wir wollten, was Gott sein wollen ist, die Menschen wollen uns nicht verstehen können, die wollen uns der Weg scheinen. Vers 2 sagt, in Horch, sie brachten einen gelähmten Menschen an, den sie auf ein Bad drehen deuten. Und als Jesus diese Feiermann glauben sagt, seht heute zu den Gelähmten, sie mir mutig, mein Sehen. Hier sagt Jesus, dessen all sehen. So dass, was diese Männer mit diesen Gelähmten geredet haben, was sie behandelt haben, da ist uns hier gleich abgeschrieben. Aber was uns abgeschrieben ist, dass sie deuten alles, was sie können, dass dieser Mensch soll die Klarheit kriegen von Jesus. Und wir weiten diese Geschichte, dass dieser Mann, der war körperlich geheilt und dort sei er viel wert. Aber wir sehen, dass von der auf dieser Welt, dass viele Menschen, die sehen, Doktors, einen um anderen, und ihre Körper waren aber nicht gesund, und gestorben über dem. Und so, dort ist auch ganz normal, wenn der Körper hier nicht bleiben kann. Das ist Gott geplant hat. Ab dieser Begebenheit, du warst der Körper gesund. Aber Jesus sagt, wer die Geschichte hier hat, Jesus sagt, als er das zu erklären, dann sagt er, hör mal, das ist eine wertvolle Geschichte. Diese Geschichte ist, was eine Bedienung bin. Das ist nicht bloß das Gelähmte gesund geworden, aber wo der gesund geworden ist, wer sich da hat Zeit genommen, als das sind nun die Diakon gewesen in der Kirche, oder als das bloß ein Bruder gewesen in der Kirche, oder was das Geschichte uns gleich sein. Und das ist nicht wichtig. Aber das ist wichtig, dass wenn wir die Not sagen, dass wir da was mit tun. Sie brachten diesen Mann nur Jesus. Sie deuten nicht bloß beten für den, aber sie brachten den wohin, wo andere Menschen wären. Oder wo Jesus selbst war. Die anderen Titeln leben sie den nicht in einer schmacke nie Korn oder in einer feine geputzte Bauge oder was immer. Das sagt hier, diese Feiermänner, die drüben den. Der Tag, und dann hat jeder einer auf eine Ark, und dann wird das Mann gedreht. Oder wo so der Krieg kann, das wird nicht Krieg abgeschrieben. Aber das sagt, dass sie den drehen deuten. Dass wir ein Gelähmter, wenn wir denken an gelähmte Menschen, die können sich gewöhnlich nicht selbst halten. Das ist nur, wo sie gelähmt sind, was alles. Aber hier sagt er, dass die können sich nicht selbst halten, da mussten andere sich am Kämmern. Wir weiten von Gelähmten, die können nicht mal selbst ihren Kopf drehen, oder der Nächste, der kann auch seinen Kopf drehen, aber der kann nicht die Hände moven und nicht die Beine. Ja, viel Verschiedenes. Aber das wie so viel, das Mann kann sich selbst nicht halten. Und dann ist es wichtig, dass diejenigen, die den halten, den auf einer rechten Weg halten, dass der kann gehalten werden. Diese Männer, die hatten ein großes Verlangen, diesen Mann zu halten. Sie deuten alles, aber die hatten ein großer Trouble. Und der Trouble waren viele Menschen, die ran Jesus standen. Das kriegt es zu sein. Es sind viele Menschen, die ran Jesus standen, die sagen, diese Feiermänner ehren wollen, aber sie werden nicht wirklich Ruhm zu geben für den. Sie werden nicht wirklich zur Seite zu gehen, dass dieser Mann, was nötig nach Jesus fehlt, an die Hand zu bringen. Und als ich das so durchdenken und denken, was
kann dort alles bedienen. Du wir ein Mann, der kann Sünden vergeben. Du wir ein Mann, der kann Erklärungen geben, was Sündenvergebung wäre. Das Mann wie körperlich könnte sich nicht halten. Aber diese Feiermänner, die deuten, was sie können. Du wirst so viele Menschen haben, die gegen nicht sieht, dass dessen können gehalten werden. Was kann dort zu uns sein? Wir alle bekennen uns als Christen. Wir sind bereit, Bibelversen anzugeben, wenn uns von Verschiedenes etwas angerät oder gesagt wird. Wir haben die Bibel gelesen, wir verstehen einen Teil, wenn es noch lange nicht alles, aber wir verstehen einen Teil. Das Mal, diese Geschichte sagt uns hier, dort ran Jesus wären viele Menschen und das sagt, sie fangen keinen Ruhm, dessen Gelähmten bei dich bei Jesus zu bringen. Was sind die Menschen ihre Entschuldigungen gewesen, oder warum haben sie nicht Ruhm gegeben, das weiß ich nicht. Das sagt uns das nicht. Aber wir können uns dann mal ein bisschen nennen lassen, was da können gewesen sein von so, wie abgewaschen sind, oder was Dinge, was wir gesehen haben, oder belebt haben. Warum spendest noch Zeit mit den Gelähmten? Das habt ihr eine wenig. Wenn die gelähmt sind, hast du keine Hoffnung nicht. Kein Doktor, der das kann. Wenn die einmal gelähmt sind, dann ist der Hoffnung, dass alle. Warum wirst du noch bei dich bei Jesus bringen? Warum spendest du Zeit mit denen? Der weiß Gott besser. Warum? Der hat das alle gelehrt. Der weiß Gott besser. Das hat eine wenig, der will nicht. Der lebt in Sünden. Der muss das mal abbringen, dann kann er nach Jesus kommen. Aber diese Feiermänner, die geben nicht ab, was immer die Beschwerden und Ram entwirren. Und das sagt, dass die stehen auf dem Daten, wir können uns das feststellen, dass auf dem Daten stehen, wo dann sind, das, was du weißt, ist neu. Aber wenn wir von neu denken, dann wird das nicht so einfach sein. Aber dann dachte ich an, wo würden diese könnt auf einer Wagen Daten abstehen, das ist im Gebet. Gott beten und Gott kommt vom Boven darauf, kriegt durch Hand, wo das fehlen wird. Sie können nicht nur Jesus kommen, because wir Menschen, sie glauben das halt nicht. Wir Menschen, die glauben, dass wir verbieten, wir zu dumm gewesen, oder was immer das alles wäre. Die können die nicht verstehen. Das braucht Erklärung, um das jetzt zu verstehen. Das braucht Zeit, Geduld und Leib. Das sagt, dass Jesus sagt, diese Feiermänner ihren Glauben und Rede zu den Gelähmten. Wo sie alles deuten, was sie können, das, was Jesus sagen wird, und das, was er vergelten wird. Wenn wir manchmal nicht im Weg, wo der finden, Gott sieht uns hart, er sieht uns verlangen, und er wird den Weg aufmerken. Als Jesus zu diesem gelähmten Mann reden wird, dann wird der Mensch hat den Raum an, die wunderten sich noch doller. Ich kann wir uns so vorstellen, woran wir rühmen für den gelähmten Mann, wir wollen auch hören, was Jesus sagt, der gelähmte Haupt hat eine wenig. Jesus kickt nach diese Feiermänner, glauben und redet zu den Gelähmten und sagt, das ganz erste, die sind deine Sünden vergeben. So dort gibt uns einen Eindruck von, dass diese Feiermänner der Hand diesen Mann Dinge erklärt, wer Jesus war. Der hat nicht bloß den gedreht, aber der hat Erklärungen gegeben, because Jesus sagt, die sind deine Sünden vergeben. Er sagt nicht, der fragt nicht, hast all das bekannt, hast gern bekannt, hast all abgehebt mit gern Ding, mit das Wort. Er sagt bloß, wenn du nicht kommst, dann ist die Sündenvergebung. Jesus sagt auch zu ihm, mein Sehen. Wenn er sagt, mein Sehen, dann meint er, du hast all im Gebet something passiert, was das keiner sein kann als Jesus. Die Connection
der ist all passiert. Die Sünden vergeben ist einzig Jesus und das passiert durch diese Feiermane, Anstrengung, sie nehmen Zeit für diesen Gelähmten und brachten den Jesus und er wird gesund. So, nun haben wir uns die Geschichte ein klein bisschen gefeiert von, was du vergehen deid, was Jesus du beleben deid. Nun werden wir uns noch ein klein bisschen mehr an die Seite bekicken, wo Menschen alle gelähmt worden oder gebunden worden, wenn das nicht krank so ist, als diese Feiermänner, die mussten drehen und die selbst nicht können. Aber es gibt sehr viele verschiedene Dinge, wo Menschen von der ersten Tag an gebunden sind, wo die fast sind, und willst du gebunden und fast sind, können sich auf eine geistliche Weg überhaupt nicht bewegen. Die kann dort plötzlich, they fehlt somebody zum halten. Hier wir ein paar Männer, was diesen Gelähmten nur Jesus bringen deuten. Aber wenn ein Mensch selbst gerecht ist, dann ist er auch gelähmt, gebunden, der kann sich nicht bewegen, weil er ist selbst reich. Und wer selbst reich ist, hat nicht Sinnenvergebung, weil dem fehlt doch nicht, der ist selbst reich. Und so, so ein Mensch fehlt, dass du Feierstag werden, der den Jesus bringen kann. Ich brauche nicht bloß das Nummer, was Jesus in dieser Geschichte hat. Aber dieser Mensch, der selbstgerecht leben wird, der kann auf eine geistliche Weg nicht nach Jesus kommen, weil den fehlt das nicht. Der ist selbstreich. Oder wenn Menschen an Gewohnheiten so vorstellen, dass sie nicht können sich bewegen, oder selbst was horchen, oder selbst wem horchen, oder irgendwo, dass die Gewohnheiten das Überhand haben, wenn die vorstellen, dann kann so ein Mensch nicht nach Jesus kommen. Oder durch Nachrichten und was immer alles in der Welt vergeht und Menschen sich dort mit beschäftigen, dann sind die auf einmal gebunden und dort im Leben somewhat in Angst oder verschiedene andere Dinge. Der nächste beschäftigt sich vielleicht bloß mit, was für Krieg alles in der Welt vergeht und wie schwierig das alles ist, oder mit die Sünden, die in der Welt alle vergehen, und verjagt von nur Jesus zu gehen, weil es einzig bei Jesus als Sündenvergebung. Jesus sagt zu diesem Mann, die sind deine Sünden vergeben, weil diese Feiermänner wird Zeit genommen für die Hand, die dort gesagt. Wenn du dort hast angenommen, dann ist die Sündenvergebung. Wir können uns in unsere eigenen Gedanken so drauf sein und rammen in verschiedene Wege, dass wir vergessen, dass Jesus ist der Einzige, der die Sünden vergeben kann. Wir können auch vorstellen und dort, was andere Menschen tun. Wir können bloß Stunden abpassen. Und durch dort, dass wir so sehr abpassen, was andere Menschen tun, vergeht wie von Jesus zu kommen. Weil bloß bei Jesus ist der, was der Los hauptdrehen. Er ist der, was uns frei macht. Das kann auch sein, durch dort, was andere Menschen getan haben, das kann sein Jahren, 3, das hat uns sehr weh getan, das hat uns sehr schlecht getan. Und das fällt sich so dort fort, immer mit mir merkt und man auch an jährliche Dinge denken, dann kann ich nicht wieder, weil mir das noch einmal so weh, was mir 20, 30, 40 Jahre passiert ist. Und da hat man so arg getan und das falsch. Und das kann uns so sehr bringen, dass wir vergeten, nach Jesus zu kommen, oder dass wir nicht kennen. Und dann fehlt das, dass die Feiermänner rein werden, uns muss kommen sein, dass dort, was Jana du dann getan hast, dort hat nichts mit mir zu tun, oder dort hat nichts mit dir zu tun, dass du von dir nicht kannst, glücklich für den Herrn leben. Auf verschiedene Wege, wo das kann getan werden. Durch dort, was andere sein, dass uns dort einmal so sehr abreden wird, oder bewegen wird, oder dass wir durch dort, was andere gesagt haben, über uns, oder zu uns, das bringt uns, dass wir vergeten von der Freiheit, was einzig in Jesus Christus ist. Und andere sieht von dort, wenn wir an denken, was ist Sündenvergebung? Jesus sagte das Mann, die sind deine Sünden vergeben. Und was ist Sündenvergebung? Wenn du nicht Sünden sind, dann ist der Weg oben im Himmel. Aber wenn du Sünden im Stich tun, dann ist der Weg im Himmel nicht oben. Dann können wir das nicht haben. Und manchmal braucht das, dass somebody uns doch mal ein bisschen erklären, wo der Weg oben im Himmel ist. Oder wo die Sündenvergebung du ist. Das hat nicht mit uns zu tun. Die Sündenvergebung ist du und das hat mit zu tun, dass wir das akzeptieren, dass wir das annehmen, was Jesus getan hat.
Und wenn uns dort so viel bodern dat, was andere getan haben oder gesagt haben und wie du bei festblieben, dann können wir diese Erfahrung nicht merken, dass unsere Sinnen verjährt sind. Da kann sein, dass wir sind gelähmt durch unsere Augen lassen. Wir lassen unsere Augen vielleicht fahren, wo immer der das jankern dat, und wir sind dadurch gelähmt oder gebunden. Wir wissen, dass es Menschen, die sind an Trinkerie versklavt, die können nicht frei werden. Ich habe gestern ein bisschen een dokter erklären, wat Alkohol aan mens deed, en wat drugs aan mens deed, aan het verstand deed. En dat is manchmal te bewonderen, waar mensen daarna zo vast kennen, en dat zijn zoveel damage als dat aan verstand geven deed. Maar wer du vast is, desto vast, du fehlt deze 4 Mana. En zijn niet du, einer van deze 4 Mana, wat er uit zijn, te gaan halten. Deze wat niet kennen, die Jezus komt bij ons, irgendeine Los oder irgendeine Gebungenheit, wo sie fast sind. Oftmals kann uns sehr fast bringen, dass wir durch dort nicht kennen, die volle Friede in Jesus beleben. Oder wenn wir beleidigt sind, oder wenn wir dull sind, oder wenn uns von uns kontrollieren wird, oder wenn wir uns selbst nicht vergeben können. Dit alles sind Dinge, die uns bringen tun, was wir können und verglichen nehmen mit diesem gelähmten Mann, was selbst nicht können Jesus kommen. Der braucht somebody, das an Jesus bringt. Und das kann sein, dass einer oder andere lebt somewhere und ist gebunden und der kann nicht in Jesus kommen. Aber wo sind diese 4 Mana? Sind eigentlich einer von diesen 4 Mana, dass wir können zu den Jesus bringen, auf einen oder auf einen anderen Weg. Wenn wir wollen alles ansagen, was wir können, dann wird Gott ein Weg merken, so ist für diese 4 Mana, bedeutet, dass sie den Tag aufmerken und am für Jesus rauflaufen. Sie können das nicht glücklich Jesus, sie müssen vom Boden. Und dort, was ich erst schon sehe, das kann vielmals durch unsere Gebete sein, dass wir somebody in Jesus bringen, an uns Gebet. Und Gott wird einen Weg aufmerken vom Boden, because hier fällt ein Teil Dinge im Stich, durch menschliche Gesetze, oder durch menschliche Gedeihen, oder durch menschliche Gutdenken, sind vielleicht viele Dinge, die im Stich stehen, dass nicht in Jesus zu kommen. Da kann auch sein, dass das, was so gebunden ist, oder beleidigt ist, oder was immer das auch alles muss sein, die kann bei dieser Gruppe Menschen nicht vorbei, because die sind die vielleicht, was die haben, am Wollen tun. Und nun soll ich durch vorbeigehen, Jesus gehen, dann braucht es, dass wir loslassen können. Dann braucht es, dass wir vergeben können, because an Jesus ist Vergebung. 2. Korinther 4, Vers 15, ich will dort noch lesen, mir ist der Titel ist aufgerannt. Es steht in Vers 15, fang an. Er ist dort für alle Menschen gestorben, dass die leben, nicht mehr für sich selbst leben, dass die bereit sind, Menschen zu Jesus zu bringen, nicht nur an sich selbst denken, aber an die gelähmt und gebunden sind, aber für den, der für einen gestorben und von Tod abgestanden ist. Wir sind Jesus seine Feit, wir sind Jesus seine Heim, wir sind brauchbare Gefäße in Jesus seine Gegenwart. Durch wen sei wie kein Mensch mehr so anders sei in dieser Welt wir. Habe das gehört, das sagte, so sei in dieser Welt wir, mit verschiedenen Gebungenheiten, Sünden oder was immer das alles ist. Wir seien den Mensch nicht mehr so dort. Wir haben sogar Christus als Mensch gesehen, aber nun sei wir ihm nicht mehr so. Wir seien diese Vergebung an Jesus Christus. Und wir sagen nicht bloß den Menschen, Dinge, was er recht tun, wir sagen, der verlorene Zustand. Und wenn wir der verlorene Zustand sagen, dort ist, was uns bewegen, der sagen, Jesus zu bringen. Vers 17, du wenn wer an Christus ist, dann ist er ein neuer Mensch. Da wird er vorher, wie ist nicht mehr, er ist nu wird nie geworden. Das kommt alle von Gott, der uns durch Jesus Christus mit sich selbst versöhnt hat. Wir können das nicht mehr tun, dass wir Jesus, der sich uns mit ihm versöhnen wird. Wir können bloß sagen, ich bin schuldig, ich bin verloren, ich kann nicht, ich brauche deine Hilfe. Und er nimmt uns an aus seinen Sehens. Er hat uns die Abgabe gegeben, Menschen von Gott sein Angebot anzureden, mit ihm versöhnt zu werden. So ist diese 4 Männer, die wir wirklich
top te staan en sagen, diesen Mann, der du gelähmt wird, oder die du auf verschiedene Wege gebungen wird, sie versuchten, denen Jesus zu bringen. Sie deuten, was sie können, und als Jesus das sagt, was diese Feiermannen anlegen wir und wo sie sich anstrengen, diesen Gelähmten Jesus zu bringen, dann sagt Jesus zu den Gelähmten, die sind die Sinnen für Jesus. Der sagt zu dem, der ein Trinkerei versklavt wird, die sind die Sinnen für Jesus, dass du getrunken hast, aber du nicht mehr. Der sagt, dass du an deine eigene Gedankenwelt nicht mehr, die mit Weiten dessen, der dort nicht kosten Jesus kommt, wenn die Menschen rum sind, die ein Verlangen haben, Menschen zu Jesus zu bringen, dann wird Gott dort segnen und er wird das wach aufmerken, wenn nicht liegt der, wo die Menschen in Stich tun und sagen, dass Haupt eine wenig, das eine wenig zu sein verbiestert, oder zu sein in Sinnen gelebt, dann können wir nur Gott gehen und Gott wird uns helfen, und wach aufzumerken, dass dort was schaffen. Das ist mein Verlangen von uns alle, dass wir wollen können, immer mehr Titel spenden und zu sein, sind die Menschen gelähmt auf ein oder auf andere Weise. Als dat durch Drugs, oder als dat durch Alkohol, oder als dat durch beleidigt sind, oder als dat durch nicht vergeben können, das ist alles ein Hindernis. Nicht da ist das andere nicht weniger, aber das sind alles Hindernisse, dass wir können Jesus kommen. Und das ist mein Verlangen, dass wir wollen können, diese Arbeiter sein, so ist diese Feuer stärkt. Sie deuten, was sie können, diesen Gelähmten Jesus zu bringen. Gott, wenn wir 2. Korinther 5 lesen, dann, du sagst, dass Gott hat mir die Abgabe gegeben, Menschen von dit Angebot anzureden. Das ist unser Abgabe. Und das ist mein Verlangen, dass wir dort wollen anwenden, wo immer wir können. Samtidig, wo wir bloß nicht sein können, wo, aber dann haben wir Gott, und dann wird Gott ein Wahrheit merken, und dann, wenn das erst durch den Tag, dann wird dort passieren. Oder wenn das erst durch eine andere Person, dann wird dort passieren. Aber muss Gott genug geben und uns brücken können, muss wir uns auch merken, und Arm luten uns brücken. So ist diese freie Männer ehrlich werden, sich brücken zu luten, und Gott sehen dort. Muss Gott ihn alle sehen.